Vom Gardasee an die Ufer des Brenta, zu den Villen Palladios. Der Gardasee. Vielseitiges Urlaubsziel und erster Vorbote südlichen Lebensstils. Erleben Sie das italienische Dolce Vita. Jede der malerischen Ortschaften, die sich rund um den See reihen, hat einen ganz eigenen Charme und bietet viel zu entdecken. In fast jedem Gässchen findet man ein tolles Restaurant, einen schicken Laden oder ein nettes Hotel. See und Berge laden zu erlebnisreichen und genussvollen Ferien ein. Aktivurlauber erwartet die perfekte Sportarena. Ob hoch in den Lüften oder auf 2 Rädern, die Region bietet Anfängern und Profis jede Art von Herausforderung. Wassersportler treffen am Gardasee auf ideale Bedingungen. Jedes Jahr werden mehrere Segelregatten von internationaler Bedeutung veranstaltet. Im Norden ist einer der europäischen Hotspots für Kite- und Windsurfer. Kaum irgendwo weht der Wind zuverlässiger und konstanter. Windsurfen ist hier ein Vergnügen der Extraklasse. In der neuen Wellnesswelt von Gardacqua lässt sich ebenso gut Energie tanken wie in der freien Natur. Egal, ob man im Urlaub aktiv sein möchte oder sich am liebsten nur entspannt und erholt, die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten am Gardasee bieten für jedes Bedürfnis die richtige Antwort. Liebhaber italienischer Lebensart finden hier eine neue Heimat. Modetrends werden genauso vorgelebt wie der Genuss kulinarischer Spezialitäten. Genießen Sie die Vielfalt des Gardasees. Die Arena von Verona, historischer Schauplatz großer Opernaufführungen, öffnet wieder ihre Tore. Die großen Meisterwerke wie der Barbier von Sevilla, Turandot und Rossinis Tosca gehören auch in diesem Jahr zum Programm. Die Inszenierung der Aida ist ein besonderes Erlebnis für Verdi-Liebhaber. Regisseur Gianfranco Di Bosio hat die Originalaufführung aus dem Jahr 1913 neu aufgelegt. Mit Georges Bizets Der Zigeuneroper Carmen werden die Festspiele eröffnet und bieten mit Placido Domingo als Dirigent gleich zu Beginn einen musikalischen Höhepunkt. Auch die diesjährige Besetzung der Carmen ist hochrangig. Mit Nancy Herrera und Ildiko Complosi konnten internationale Opernstars gewonnen werden. In einer Neuproduktion mit 100 Mitwirkenden entführt Bizets Klassiker das Publikum ins feurige Spanien des 19. Jahrhunderts. In eine Welt voller Leidenschaft, Liebe und Intrigen. Seit die Arena 1913 zur Bühne großer Opern gemacht wurde, hat sie nichts von ihrer Faszination verloren. Immer neue gigantische Kulissen, prachtvolle Kostüme, Starsolisten und renommierte Orchester lassen die einzigartige Atmosphäre entstehen, die zu jeder Spielzeit Musikliebhaber und Besucher aus der ganzen Welt anzieht und willkommen heißt. Lassen Sie sich verzaubern von der Magie der Musik und der nie endenden Faszination der Oper.
Erleben Sie die Arena von Verona. Vicenza ist die Heimat Andrea Palladios. Seine Bauwerke haben der Stadt ihren Charakter gegeben und sie nachhaltig geprägt. In Vicenza und seiner ländlichen Umgebung wird die Vergangenheit trotz moderner Einflüsse ewig lebendig bleiben. Seit 1994 gehört die historische Stadt zum Weltkulturerbe der UNESCO. Palladios Villa Rotonda gilt als ein Meisterwerk und Inbegriff des palladianischen Villenstils. Die einzigartige Architektur beeindruckt seine Besucher heute noch genauso wie vor 400 Jahren. Auch wenn die Bauwerke aus glanzvollen Epochen überall präsent sind, ist das Leben in der Stadt jung und modern mit dem Flair italienischen Lebensstils. Vor den Toren der Stadt findet man die kulinarischen Schätze der Region. Asiago-Käse und der milde Grappa von Bassano verführen jeden Gourmet. Das historische Städtchen Marostica lockt mit einem Kulturspektakel. Alle 2 Jahre wird eine Schachpartie mit lebenden Figuren in mittelalterlichen Gewändern ausgetragen. Eine Erinnerung an das Duell zweier Fürsten, die um eine Königstochter kämpften. Eine Reise durch Venetien ist nicht nur ein Streifzug durch die Kunst und Kultur vergangener Jahrhunderte. Wo die Aristokratie damals ihre Villen bauen ließ und den Sommer verbrachte, warten auch zahlreiche landschaftliche Schönheiten auf ihre Besucher. Die regionale Küche gehört zu den besten Italiens. Genießen Sie das Landleben Venetiens und die Palladio-Stadt Vicenza. Padua, Stadt der Kunst und Kultur. Die renommierte Universitätsstadt mit ihrem mittelalterlichen Kern lädt zu einer Entdeckungsreise durch die Vergangenheit ein. Einer der kunsthistorischen Höhepunkte ist die mit Giotto-Fresken geschmückte Cappella degli Scrovegni. Die Basilika di Sant'Antonio aus dem 13. Jahrhundert ist eine der bedeutendsten Städte der Christenheit. Die geschichtsträchtige Vergangenheit verbindet sich heute harmonisch mit modernem Leben. In typischen Straßencafés lässt sich italienische Lebensart hautnah erleben. Die Stadt sprüht vor Lebensfreude. In eleganten Einkaufsstraßen herrscht ein ebenso geschäftiges Treiben wie auf den traditionellen, täglich stattfindenden Märkten. Eine Oase der Ruhe und Erholung bietet der Botanische Garten. Große Bedeutung für Padua haben seit dem 17. Jahrhundert die künstlichen Wasserstraßen, die früher als Handelswege dienten. Heute fahren auf dem Brenta-Kanal, der Padua mit Venedig verbindet, Touristenschiffe, die Ausblick auf viele historische Sehenswürdigkeiten wie die Palladio-Villen des damaligen Adels bieten. Padua ist auch ein Ort für Genießer. Regionale Weine und Olivenöl aus den Euganäischen Hügeln, unweit Paduas, gehören inzwischen zu den Premium-Produkten Italiens. »3000 Jahre Geschichte verbinden sich mit studentischem Leben und lebendiger Kultur. Entdecken Sie Padua. Abano Monte Grotto, der perfekte Ort für einen gesunden und erholsamen Urlaub. Nehmen Sie eine Auszeit für Körper und Seele. In 240 Thermalschwimmbecken lässt es sich in wohltuend warmem Wasser wunderbar entspannen.
der größte Badekurort Europas, bietet die einzigartige Möglichkeit, moderne Thermalanlagen direkt im Hotel zu nutzen und den alltäglichen Stress in einer Oase der Ruhe zu vergessen. Die therapeutische Wirkung der Fangotherapien ist aufgrund einer speziellen Reifung einmalig und als europäisches Patent angemeldet. In einer einzigartigen Wellness- und Beauty-Welt findet man in angenehmer Atmosphäre zu neuer Harmonie und gewünschtem Wohlempfinden. Direkt vor den Toren der Stadt erhebt sich die sanfte Landschaft der Eugonäischen Hügel. Aktivurlauber und Naturfreunde finden hier zahlreiche Möglichkeiten, auf Entdeckungsreise zu gehen und ihren Aufenthalt erlebnisreich zu gestalten. In diesem Jahr lässt sich Wellness nun mit einer einzigartigen Kulturerlebnis verbinden. Galileo Galilei, der in der benachbarten Kulturmetropole Padua sein wichtigstes Instrument zur Entdeckung der Sterne, das Fernrohr, erfunden hat, wird mit der Ausstellung Il futuro di Galileo gebührend gefeiert. Sich von Sternen verzaubern lassen und in heißen Quellen relaxen. Ein einzigartiges, unvergessliches Erlebnis. Tauchen Sie ein. Abano Montegrotto.